Herzlich willkommen zurück bei Talos Principle. Ich trage nur die Muse ein bisschen leiser. Wie du siehst, wir sind in höherer Boden und da bin ich damals ausgestiegen. Aus privaten Gründen und auch aus dem, weil ich diesen Abschnitt nicht verstanden habe. Gut, wie du siehst, wir haben das große Problem, wir müssen über 17 Ecken denken. Ist natürlich für mein Strudelhirn, ja, naja, lassen wir das. Wir müssen da hinten rein. Warte mal, wir stellen jetzt einmal die Jammer da auf. Genau, so machen wir das. Die Jammer stellen wir mal da auf, weil wir werden es da herum, glaube ich, brauchen. Wie siehst du, wir kommen ja da nicht durch einer. Also jetzt werde ich den Jammer da mal abstellen und einmal kurzzeitig das drum da stören. Ah, okay. Ich hoffe, das haut so hin. Ja, sehr gut. Jetzt können wir uns da einen Schlüssel holen. Was ist da hinten drinnen? Schauen wir uns auch gleich an. Kennen wir den einen Jammer? Wo haben wir denn jetzt da? Ah, der Jammer ist da, okay. Wir haben jetzt da die Schlüssel rausgeholt. Da hinten können wir einer. So, da bitte nicht besser, wenn das jetzt ein bisschen dauert, aber ich muss mich erst orientieren. Da hinten ist meiner. Sehr schön. Ich vermute, jemand fand hier sein Ende. Es scheint, als ob wir alle irgendwie verbunden sind. So wie entfernte Verwandte. Verschiedene Versionen, verschiedene Serien. Was sind wir? Epitaph, Kindprogramm, Codename Face, endete hier Logik. Verehrte den Gestalter für Hashtag oder Krautezeichen Tage hat danach die Schlange in sein Herz gelassen. Letzter Speicherauszug. Ich bitte den Gestalter um Vergebung, sodass ich mich ihm im ewigen Speicher anschließen darf. Wen kümmert's? Sei nur froh, dass wir nicht mehr über unseren mächtigen Gestalter lesen müssen. Okay. Doch das Dumme ist nur, wenn ich mir jetzt der D3 wegnehme. Warte mal. Wir werden mal schauen, wir werden mal da einer schauen. Genau, das war das Rätsel. Das hat man beim ersten Mal, wie ich das erste Mal gespielt habe, aber so dermaßen das Knack antrat. Weil ich mich nicht verstanden habe. Ich verstehe es jetzt auch noch nicht so ganz. Verstehe du es schon, aber die Umsetzung ist halt bei mir dann immer. Wir müssen daher.
Warte mal, jetzt schaue ich nur gerade, haben wir da nur die Jammer zur Verfügung oder was anderes? Ah. Aha. Höherer Boden. Okay, dann müssen wir uns jetzt da fantasievoll zusammensuchen, was wir brauchen. Da hinten müssen wir hin. Das wird kompliziert. Den Durchgang hätten wir ja. Mich würde jetzt was interessieren, aber wir kommen ja da nicht mehr durch dann. Geh Scheiße, wie funktioniert denn das? Ah, da war der Schlüssel, gell? Ja. Na, warte, ich probier's nochmal. Ui, da waren wir schon. Ja. Ja, da waren wir schon. Okay. Oder? Warte, ich probier's nochmal. Wir haben das da aufgemacht. Dann müssen wir den da stören. Genau, da war der Schlüssel. Was war da hinten? Da hinten. Da müssen wir durch. Okay, das verstehe ich gerade noch. Den haben wir da ausgerichtet, den haben wir da ausgerichtet. Ich suche den Jammer, was wir für da ausgerichtet haben. Das ist der da. Okay. Tja, das wird kompliziert. Weil ich nämlich nicht verstehe, wie mit die zwei Jammer da oben arbeiten soll, dass ich an die Dings vorbeikomme. Das wird ein Problem. Schande auf meinem Haupt, wirklich.
Weil siehst du, ich kann die da nicht mitnehmen. Das ist ein bisschen ein Schaß. Ein Schaß mit Ohren. Na, sorry, das Rätsel verstehe ich nicht. Kann sein, dass ich mir irgendwann mal eine Lösung suchen muss. Ansonsten wird er nie fertig. Egal, wir haben ja dabei genug zu tun. Das ist jetzt an dem Rätsel nicht hapern. Höherer Boden, genau, das war das. Da bin ich damals gehängt. Ähm... Ich habe wiederkehrende Träume. Große, leere Städte. Kilometerlange, verlassene Straßen. Ich sehe die Erde vom Weltraum aus. Und alles ist dunkel. Kein einziges Licht kann mir den Weg nach Hause weisen. Aber wenn jemand wirklich von einer anderen Welt käme, wie würde die Erde dann für ihn aussehen? Wie Wildnis? Eine Einöde? Ich glaube nicht. Sogar nach Tausenden von Jahren würde er eine Welt sehen, die von uns in jedem Aspekt ihres Wesens gestaltet wurde. Er würde Städte und Straßen sehen, Brücken und Häfen. Und er würde sagen, hier lebte ein Volk von Riesen. Diese Träume machen mir Angst, aber sie erinnern mich auch, dass wir all das erbaut haben. Ich sage jetzt einmal dazu nichts. Es ist halt zeitweise schon sehr kryptisch. Weil es viele der Themen, die angesprochen werden, du hast ja dann aber auch das Problem bei den ganzen Themen, dass du, wie soll ich das jetzt am blödesten erklären, es ist halt vieles Interpretation auch. Du zum Beispiel hast eine ganz andere Lebenseinstellung, Lebensansicht, gesellschaftliche Ansicht, wie ich hab. Der eine so, der andere so. Es ist halt immer schwierig, gell? Das war das letzte Symbol für das andere Siegel da oben, schau. Das Grab. Okay. Jetzt muss ich nur schauen, wo ich da den dritten... Ah, da ist er schon. Komm her, da Scheiße. Da müssen wir her. Haben wir nicht irgendwo noch einen zweiten Jammer gehabt? Den werden wir, glaube ich, brauchen. Da haben wir einen Connector. Da haben wir einen Connector. Den alten Kollektor. Ha! Kruzifix. Siehst du, nur um ein paar Zentimeter geht es nicht aus, dass wir mit den Schas da umfahren. Ich halt's nicht aus.
Okay. Geht sich das wieder nicht aus? Da waren wir schon drinnen, gell? Was haben wir denn da hinten noch? Ah, da ist der Eingang, okay. Sorry, mein Fehler. Okay. Ach, Junge, da muss ich wieder um 3 Ecken denken. Das ist zeitweise brauchst du ärgeres, dreidimensionales Denken, als was da lieb ist. Wir müssen nämlich schauen, dass wir den einen Konnektor umbringen. Alter, ich bin so deppert. Warte mal. Stören. So. Okay. Wir müssen diesen Jammer umbringen. So. So. Ich habe eine Idee. Mal schauen, ob die funktioniert. Ich glaube es nämlich nicht. Aber sie wäre eigentlich... die logische Konstante. Mal schauen wir mal, ob das so funktioniert. Nö, sie funktioniert nicht. Schwein! Aber warte mal. Na. Wir müssen so arbeiten. Da führe ich ihn jetzt daher. Ja! Ja! Wir haben das nächste Symbol. Geil! Das nächste Werkzeug. Ist das geil? Alter, ich spritz gleich an. So. Was haben wir da hinten? Der Mondmann. Okay, ich hätte gesagt, wir sehen uns das nächste Mal wieder und werden uns dann durch den Mondmann kämpfen, irgendwie halt. Wenn ich den Aufbau dieses Rätsels nur verstehen würde. Was siehst du, wir haben ja da nicht einmal Leiter. Buh.
Bur, bitte mach mich nicht fertig heute, ehrlich. Hui! Was? Ah, ich bin so ein Vollidiot. Sehr geil! Sehr geil! Okay. Aber jetzt wirklich, sobald wir da durch die Tür gegangen sind, durch den Vorhang des Ungewissen, werden wir in der nächsten Episode mit einem neuen Symbol bzw. mit einem neuen Werkzeug weitermachen. Bis zum nächsten Mal und Baba!